Oft ist es so, wenn die Pferde mit diesen Rasseltüten, die erschrecken sich, die haben Angst, die werden im Rücken fest. Und dann ist natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium, was wir eigentlich bewerten, nämlich dass die locker sind im Rücken und dass die Rückentätigkeit gut funktioniert, die ist nicht ganz so optimal. Deswegen ist es wirklich so, man muss es, also häufig ist weniger mehr. Ne? Wenn hier durchparieren, mal am Hals klopfen, dass es ruhig wird. Ganz wichtig, jetzt lassen wir mal den Peitschenführer kurz weg. Jetzt ist er hier dran, so, am Pferd. Jetzt parieren, ja, wie pariert er durch? Hat jemand eine Idee? Ja, wenn man am Anfang von der Stange kommt, sich schon mal umdrehen. Genau. Und dann Das sind jetzt die Professionellen. Und das ist ein Griff, wie man Zügel hält. Also Zügel offen. So. Also sie nimmt jetzt die Zügel erstmal in dieser Hand und greift gleich wie beim Reiten, macht sie den Zeigefinger von oben, greift sie rein und macht den Zeigefinger hier zwischen. So. Jetzt ist das auch so ein bisschen pferdeabhängig, wie lange wir dieses Stück lassen. Ja, da gibt es natürlich auch Faustregeln, aber gerade bei unseren Rassen, wir haben sehr viele verschiedene Rassen und vor allem jedes Pferd ist auch anders. Das muss man sich einfach dann, wenn man das Pferd auch kennt, ausprobieren. Ich sag mal, wenn ich ein Pferd nicht kenne, fasse ich erstmal ein bisschen kürzer an, ist auch klar. So, sie greift jetzt von oben, Zeigefinger ist zwischen den Zügeln rein. Jetzt dreht sie sich erstmal schön mit der anderen Hand die Zügel aus, dass die genau, schön ordentlich liegen. Jetzt werden die Zügel ganz einfach so, jetzt haben wir die Zügel einmal halbiert. Es ist klar, das sind jetzt natürlich für so einen Pony ein bisschen längere Zügel. Hier hängen sie jetzt ein bisschen, aber wenn wir die Schlaufe noch weiter durchziehen würden, dann würden wir sie im Kopf stören. Deswegen würde ich es jetzt bei so einem Pony so machen.